Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Heute werden wir gerne Journal-Karten machen, und zwar aus Buchseiten. Ich habe schon einmal das gemacht. Das sind die hier. Wenn ihr schauen wollt, das Video findet ihr hier, wenn ihr schauen wollt, wie ich die gemacht habe. Das Mal machen wir sie ein bisschen anders. Sie werden ein bisschen grösser, damit hier die Bäume drauf Platz haben. Ich habe Stempel parat gemacht, ich habe verschiedene Buchseiten und ich habe ein bisschen Washi-Tape. Und jetzt legen wir doch einfach gerade los. So, also ich mache das im Querformat, das mal. Und zwar klappe ich einfach die so einmal zusammen. Voilà. Jetzt haben die ein bisschen ein komisches Format, nicht? Ich möchte die gerne ein bisschen kleiner und die weißen Ränder weg. Also habe ich selbstverständlich das Lineal vergessen. Moment. So, ich schneide zuerst den Rand ab. Und dann kann ich nachher entscheiden, wie breit dass ich die ganze Geschichte haben will. Also wie hoch natürlich, nicht wie breit. So. Ah, hätten wir das auch gerade bei beiden können machen. Ja, no. Jetzt machen wir das so. Tack. So. So. Voilà. Und jetzt möchte ich ja gerne, dass dann da so ein Baum drauf kommt. Also ich glaube, gerade mit der Schrift würde ich das gerne haben. Ich glaube, so, ach, ich schreibe doch da einfach beim Major ab. So. Voilà. Ja, ja. Das ist doch gut so. Das ist doch gut. So. Genau, jetzt haben wir auf der einen Seite ist es richtig, der richtige Weg rum, und auf der anderen Seite ist es verkehrt Weg rum. Und aus diesem Grund wird man das noch ein bisschen verhübschen. Ah, ich lime sie zuerst zusammen. Ich lime sie doch zuerst zusammen. So, habe ich jetzt vorhin verhübschen gesagt? Was ist denn das für ein Wort? Das ist also weder Schweizerdeutsch noch irgendeine andere Sprache. So, ich nehme einfach ganz normalen Limstift, schmiere noch ein bisschen auf die Unterlage, damit die auch noch ganz schön voll wird. So. So. Voilà. Gang weg, gang weg, gang weg. So, sonst klebt man nachher alles Zeugs dort drauf. So, also eben wie gesagt, hinten, wo es verkehrter Weg drauf ist. So, werde ich gerne ein bisschen von dem hier drauf kleben. So, gibt es gerade zwei? Ich glaube schon, hä? Ja, gerade perfekt. Wenn wir das mehr oder weniger gerade reissen können, passt doch das gerade super da drauf. So. So. Wunderbar. Ja, was übersteht, kann man immer noch ein bisschen abschneiden. Das hätte man natürlich theoretisch auch gerade können. Zusammen mit dem anderen zuschneiden.
Oh. Aber nö. Aber nö. Ich wollte jetzt bei dem einen gerissenen Rand haben. So. So, weißt du es? So. Und da auch. Komm, das tun wir jetzt hier auch noch ein bisschen. Ah, wieso geht das nicht gut? Ist das fies? Das ist jetzt fies. Komm. Ich hätte es eigentlich umfalten können, dann wäre das eine schönere Kante geworden. Aber ja. So ist doch auch gut. Und dann aber auch noch. Den Weg um reissen es ein bisschen geräder. Wow. Gerade, habe ich gesagt. So, mal. So will ich es haben. So will ich es haben, nicht anders. Und jetzt werde ich das noch schnell ein bisschen inken. Und zwar mit Grün. Mit meinem schönen, dunklen Grün. Also auf der Suche nach Wetteli. So, hat da überhaupt etwas dran? Weil da soll dann unser Baum drauf kommen. Oder? Oder auf der anderen Seite? Ich weiß gar nicht. Beim einen habe ich das Gedicht. Habe ich das vorhin schon gezeigt? Nein, ich glaube nicht. Da habe ich so ein Gedicht gefunden, ganz zufälligerweise. Zu Walde. Sehr herzig. Passt super zu unserem Baumkärtchen, würde ich sagen. Und beim zweiten, was könnte man denn dort drauf kleben? Irgendetwas Washi-Tapiges. Oder so. So. Gut, also. Oh ja, das sieht doch hübsch aus. Also, Moment. Auf einer Seite das. Ich glaube, ich muss zuerst mal den Baum. Nein, jetzt klebe ich das zuerst. Ah, also komm her. Was ist los? Ein bisschen verwirrt manchmal, ja? Alles andere im Kopf. Eins durcheinander. Nein. So, also den richtigen Weg um auf das Verkehrte aufkleben. Das wäre der Plan. So. Und so. Ein bisschen über, ein bisschen. Kann ich nicht mehr über. Jetzt ist gut. So. Voilà. Ja, so ist das Kärtchen auch schon wieder ein bisschen dicker geworden. Inken müssen wir es natürlich auch. Und weißt du was, jetzt mache ich jetzt gerade schnell die Ecken noch runter. Und mein Eckenrunder ist irgendwo, darum nehmen wir die Schere. Das geht mit der genauso gut. So, oh. Ja. Und und der letzte.
So. Prima. Ich weiss wirklich noch nicht, welche Farbe ich da nehmen will, für zum rundum inken. Vielleicht braun, ja, weiss nicht. Jetzt schauen wir mal, welches Bäumchen das wir nehmen wollen. Und zwar die Buche. Ich will eine Buche. Buche habe ich gern. Die schöne Buche. Gibt es auch ein Gedicht? Ich habe gerade vergessen, von wem. Aber ein bisschen wehmütig. Ich weiß gar nicht mehr. So. Buche. So oder so? Was haben wir denn da noch? Balsamtanne, Birke. Birke wäre noch hübsch. Oder die Feige. Oder die Eiche. Soll ich die Feige nehmen? Nein, mir ist gerade die Birke ein bisschen sympathischer. So. Voilà. Wow, nicht das Ding abreißen. Noch ein bisschen Weiss wegmachen da. Und unten noch ein bisschen. Und dann haben wir sie da. Oh. Oh no. Super. Ja, noch den latinischen Namen brauchen wir nicht. Können wir uns erröteln. So, oh ja, nein, schau jetzt. He? Super, aber ich glaube, ich möchte das gerne auch hier haben. Besser. Das ist da von der Grösse her gerade nicht so. Ich will nicht, dass es dort über ein schönes grünes Rändchen drüber kommt. Ja, super. Jetzt ist es aber überhaupt nicht mehr schön abgerissen. So. Komm. Mach weg. So, wenn wir es hier ein bisschen überkleben, nicht ganz in die Mitte, dann geht es. Genau, so machen wir es. Und das inken wir jetzt. Vielleicht könnten wir gel. Gel, weißt du? Das passt doch dann vielleicht da zu diesen Dingerlis. Das wäre doch hübsch. Und vielleicht müssen wir da gleich noch ein bisschen braun drüber machen. Das ist vielleicht ein bisschen zu hell. Ein bisschen. Ja, das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu leuchtig. Das Gel. Vielleicht gehen wir dann noch ein bisschen mit Vintage-Foto drüber oder Walnut Stain. Gerade mal schnell schauen, was wir finden. Ja, dann halt das. Wenn das andere Zeug nicht findet, dann haben wir halt das. Und wieder mal meinen Korkzapfen zum Einsatz. Aber das ist also nicht schlimm. Das geht genauso. Da habe ich einfach so ein Filzgleiterli draufgeklebt. Das funktioniert auch ganz prima. So, oh ja, das gefällt mir fast ein bisschen besser als das rein Gel. Man sieht natürlich das Gel immer noch. Und das passt da wunderbar zu unseren Buchnüssli und diesen Birkenzötteli. Wie sagt man denen eigentlich? Keine Ahnung. So, gut. Oh ja, oh, das ist herzig. Und dann machen wir auf der hinteren Seite irgendein so ein geiles
Waldwashi-Tape drauf. Irgend so etwas. Also kommt, wir leimen das mal an, dann ist es nämlich dran. So. Also ein wunderbares Waldkärtchen gibt doch das. So, was haben wir jetzt gesagt? Hier ein bisschen mehr über. So. Oh ja. Prima. So, und jetzt habe ich gedacht, gerade so, ich mache hier rundum auch gelb und braun. Dann passen wir wieder zueinander. Wir brauchen ein bisschen mehr Gel. Oh ja, genau. Tatsächlich. So. Sehr schön. Und jetzt noch ein bisschen vom Braun. Wow. Oh. So, ich denke, wenn der Leim getrocknet ist, dann ist das auch nicht mehr so weich. Mich denkt, das ist jetzt immer noch wahnsinnig weich gerade. Das Kärtchen. Aber es kommt ja jetzt hinten auch noch irgendetwas drauf. Und dann wird das dann vielleicht schon noch ein bisschen stärker. Wenn wir Glück haben. Und sonst kann man natürlich die ganze Geschichte auch einfach auf ein Karton draufkleben. Wenn man das jetzt dann nicht so schwabbelig haben will. So, aha, ja, super. Jetzt habe ich geginkt, aber auf dieser Seite sieht man 0. Oh Mann. Also, da auch noch. Ja. Sehr schön. Und jetzt noch ein bisschen braun. Jawohl, das macht schon gerade ein bisschen etwas aus. Gelelei ist mir jetzt wirklich gerade ein bisschen zu hell. Oder so zu knallig. Ich weiß nicht. Obwohl das ja eigentlich gar kein knalliges Gel ist. Es ist ja echt ja, so ein mattes Gel irgendwie. Aber die Distress-Farben sind halt einfach wahnsinnig leuchtig. Das ist einfach so. Wunderbare Farbe. So, jetzt habe ich doch eigentlich noch ein bisschen stempeln. Ich habe mir hier nämlich Blümchen parat gemacht und Blättchen parat gemacht. Und dann machen wir doch das jetzt einfach noch. So, also Blättchen, weil wir sind ja im Wald, oder? So. Oh. Was los, was los? Schon wieder so komisch verrutscht. Wie soll ich das? Probieren wir noch das Blümchen aus. Oh, hübsch. Das ist also sehr herzig. Ganz
ein schnusiges Blümchen. So. Mal, das finde ich gut. Das gefällt mir. Und jetzt Washi-Tape. Ich habe da so ein Wald-Washi-Tape, ein riesengroßes. Eigentlich hätte man gerade den ganzen Teil drüber rein tun. Und da ist nochmal irgend so eins. Jetzt schauen wir einfach mal, was da für Stückchen würden passen. Weil da hat es nämlich auch noch Libellen, die muss nicht unbedingt drauf. Aber da zum Beispiel irgendwie das Röseli da, den Blättli. Pilz brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. So, keine Ahnung. Einfach mal draufkleben. So, was haben wir jetzt da noch? Das Fahren. Nein, die Libelle nicht unbedingt. Da hätten wir also das Fahren. Oder wenn wir das da. So. Und dann. Oh. Das ist ja gerade gut. Da noch ein Fahren. Nochmal den Pilz. Einmal, wie manchmal, wenn wir jetzt den noch drauf haben. Oder nicht drauf haben. So. Was mit dir? Jetzt habe ich überall die blöden Fötzchen. So. Jawohl, jetzt ist gut. Gar nicht chaotisch da. Aber das würde mir jetzt also gerade noch gefallen. Da. Damit samt dem Label, keine Ahnung. Nein, ohne Label. Oder einmal nur so ein Stückchen davon. Das möchten wir gerne hier haben. So, jetzt ist halt das Label ganz weg. Das ist egal. Wir müssen noch irgendwo draufkleben, da. So. Und das noch irgendwo so. Das ist, glaube ich, verkehrt. So. So, was haben wir denn da noch? Oder da? Oder haben wir die Libellen gleich? So ein bisschen als Farbtupfer. Nein, aber ich glaube, da haben wir doch sicher irgendeine andere. Also ein anderes Viech noch. Da, schau mal das da. Das ist nämlich eine schönere Libelle. So. So, und der kleine Sommervogel kommt weg. Das ist auch mega herzig, aber... So, jetzt haben wir noch die Libelle. Libelle! Fliegt wo durch? Da. Da, wenn wir die da fliegen, so. Und so. Oh. Oh doch. Und Sommervögel darf auch mitmachen, komm. Da ist nämlich der Stempel nicht besonders schön. So. Doch. Das finde ich ein recht herziges Kärtchen. Du musst fort. Und dann, was wollen wir da noch? Da hätten wir noch, der Gelb würde aber gut passen. Von der Farbe her, der rote, ja, da hat es zwar nicht so einen roten. Komm, wir probieren mal den Gelb drauf zu tun. Da, wo der Stempel ein bisschen verschmiert ist, kommt man ihn gerade so. So. Voilà. So. Aber weißt du was? Ich glaube, da möchte ich das Rändchen gerne noch ein bisschen grün haben.
Jetzt machen wir doch das auch noch gerade ein bisschen grün. Voll das Teil verkehrt rein da. Da wollen wir, ja, schau, das gibt ihm einen kleinen, noch besseren Rahmen. Finde ich jetzt gerade. Ja, genau. So, oh, das ist viel besser. Viel besser. Zack, zack, zack. Einmal rundum. Ich meine, gelb und braun sehen wir immer noch. Aber das Grüne hebt es gerade noch ein bisschen mehr auf. So. So, hey, das sind unsere wunderbaren Journal-Karten. Ich finde, die sind recht herzig rausgekommen. Hinten eher schlicht und da eher so. Und jetzt haben wir ganz vergessen, das noch drauf zu tun. Könnten wir einfach so drüber kleben? Nein, Quatsch. Also, jetzt halt kein Gedicht. So sind sie doch wunderschön geworden. Und hey, jetzt haben wir doch da so ein wunderbares Täschchen, wo wir da so ein hübsches Kärtchen reinstecken können. Und da haben wir nochmal ein Täschchen. Und das passt überhaupt nicht dahin. Aber vielleicht passt es ja. Vielleicht passt es auch da rein. Ja, schau mal. So. Wunderbar. Hey, es hat mir mega Spass gemacht. Es war urlustig. Die Kärtchen sind wunderschön rausgekommen. Ich freue mich mega. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vielleicht ein bisschen inspiriert. Vielleicht wollt ihr ja auch gerade drauf losbasteln. Dann Achtung, fertig, los! Und vielleicht sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Würde mich mega freuen. Bis dann. Tschüss!